Gott zum Gruß, Salve, Servus. Einsteigergerät oder nicht? Fertigkohlverdampfer, Inukin. Zenit gibt schon länger, ich weiß. Gibt es mit zwei verschiedenen Coils, sehen wir dann auch alles. Ich habe jetzt beide drauf. Aktuell habe ich den 0,8 Ohm Coil bei ganz schwierigen 15 Watt. Was soll ich zu dem Teil sagen? Ich habe jetzt mehrere Wochen im Betrieb. Da sifft nichts, da blubbert nichts. Es gibt ein bisschen eine Besonderheit, was man wissen muss beim Befüllen, mit Auf- und Zudrehen. Es gibt von Inukin auch die T18 und die T20 und. Die haben auch schon wirklich tolle Geräte. Der ist halt ein bisschen herkömmlicher, ein bisschen mehr Standard. Normale Coils drin von der Größe her. Hat aber auch 24 mm. Ich zeige es euch dann auch in der Ansicht, also Eisstick und so hat man Überstand. Also man muss schon rechnen, der ist mit 24 gegenüber dem T18 einfach größer. Das andere sage ich euch alles bei den Nahaufnahmen. Und den ersten Coil, wie gesagt, eigentlich war er sogar noch dampfbar. Den habe ich jeden Tag wirklich 2-3 Tanks, hat der fast 3 Wochen gehalten. Und ich zeige euch dann in einem anderen Video, man kann die Coil auseinanderziehen und kann es selber wickeln. Ja, wenn das einmal interessiert, vielleicht mache ich wieder mal so Fertigcoil Special. Muss ich aber gleich sagen, da ist ein 016er, 018er Draht drin. Viele haben heute die Drähte nicht mehr. Heute habt ihr alle 30, 030er, 040er Draht und Kleppen und Zeug. Da müsst ihr euch wieder überlegen, habt ihr noch 020 bis maximal 020, weil sonst wird das jetzt schwer. Ich muss selber schauen, wenn ich so einen Draht habe, dann mache ich mal irgendwann, also, wenn man so einen Coil wirklich auch selber wickeln kann, geht easy. Ja, machen wir aber heute nicht. Interessiert ja nicht an jeden. So, und jetzt werden wir nicht lange umeinander plaudern. Jetzt gehen wir gleich mal in die Nahansicht. Und vor allem ist das auch für Einsteiger wichtig. Schaut genau hin, bitteschön. Ihr wisst, ich versuche über das praxisnah zu erklären, was euch im Alltag passieren kann. Ja? Viel Spaß. So, kommen wir in so einer Schachtel. Da haben wir ein blaues Bändchen. Also wirklich wunderschön. So schaut es dann aus, designt beim Phil Posado und Vaping Creek. Dann ist da nochmal ein Laschall, zieht man hoch. Dann haben wir jetzt erst einmal unser Gerät, ein bisschen ganz ein dünnes Papier, ja, was ja löblich ist. Ja. Und da haben halt, aber leider halt nur, das ist halt ein bisschen traurig, in Englisch. Aber ich glaube, dass das ganz gut erklärt ist. Nur von der Liquid Control oder von dem, dass beim Befüllen, dass man ganz aufmachen soll und so, ist vielleicht das ein bisschen zu wenig. Die Coils gibt es natürlich auch zum Nachkaufen. Einmal 0,8 Ohm, 15 bis 18 Watt. Sicher ist er nur dabei. Und einmal 1,6, der wo sowieso schon verbaut ist. So, jetzt schauen wir aber noch einer, bei Weihnachten steht ja vor der Tür. Was haben wir denn da noch erinnert? Dann gucken wir uns das noch an. So. Da haben wir, ich habe das schon aufgerissen, weil ich habe das schon gereinigt, mit heißem Wasser ausgespült und. Da haben 2 Ohrringe und das Trip-Tip dabei. Es ist vom Durchmesser genau dasselbe wie beim anderen, bloß es hat da eine Rundung herin, während das andere geradwandig ist. Das ist also optisch ein bisschen eine Sache. Manche mengen, dass da mit den Lippen drin sind und dass das besser umschließen, andere mengen sie so. Ansonsten sind sie identisch, auch die Höhe bleibt gleich. So, und dann haben wir da den anderen Coil. Wie gesagt, ich habe mir die schon nachgekauft. So, und da haben wir jetzt wieder 0,8 Ohm. Bei dem haben wir wieder KA11 für Kantal. Ob da vielleicht nicht Nickelchrom besser gewesen war, weiß ich nicht. 15 bis 18 Watt. Der nennt sich Z-Coil. Vielleicht kann man es jetzt sehen, der hat oben auch den Spritzschutz drin. Das ist zum Sehen, da ist ein Lötpunkt drin an dem Draht. Und es ist ein doppelter Draht. Seht ihr das? Das ist eine sogenannte Parallelwicklung mit einem Knee Resistance Ende. Da ist der Lötpunkt drin.
Das heißt, das letzte Stickerl ist dort zusammengelötet. Wer vom selber kommt, sieht das schon. Da sieht man jetzt genau den Punkt am Draht und da sieht man es dann auch, dass das ein Dual-Layer-Draht ist. Parallelwicklung. Kantal. Machen wir mal eine schöne Rundumansicht. Die Aufschrift, er ist jetzt ein bisschen geflickert, weil ich habe ihn mit heißem Wasser ausgewaschen. Die Coils habe ich wie immer ausgekocht, damit sie eine schnelle Kapillarwirkung haben und damit keine Bakterien drin sind. Und falls eine schlechte Watte oder eine zerdrückte oder gepresste Watte drin ist, dass ich später keine Nachflussprobleme habe. Unten haben wir Inokin. So, unten haben wir unsere Airflow. Das erste, was man sagen muss, die geht auf Anschlag. Und da auch. Wir haben fünf Bohrungen auf Anschlag. Das heißt, wir können einzeln uns den Zugwiderstand einstellen, wie man brauchen wir uns. Eine Bohrung hat 1 Millimeter. Volldraht ist auf Anschlag. Wenn man zurückdreht, ist auch ein leichter Anschlag. Und dann, wenn man weiter dreht, dann kann man unten die Bodenplatte öffnen. Bevor man also das läuft wirklich butterweich. Schauen wir mal, da sieht man den Coil. Unten haben wir auch noch die Aufschrift, das übliche, was wir vorher schon gesehen haben, in der Schachtel oben. So, dann schrauben wir unten die Base runter. Und dann kommen wir da zum Coil. Also wir haben ein ähnliches System wie bei der Endura. Bei den Coils da immer unten aufpassen, ganz wichtig, der schwarze O-Ring. Ansonsten nehmt den Coil beim Gewinde und zieht ihn raus. Seht unten am Fuß vom Coil 2 abgeflachte Stellen und die sehen wir da am Steg auch wieder unten. Das heißt, ihr könnt ihn gar nicht verkehrt einbauen, weil wenn ihr ihn verkehrt einbaut, dann passt eure Überwurfkappe unten nicht mehr, die Bodenkappe. Also ihr dreht ihn euch, bis er einschnappt. Der Tank habe ich nichts gefunden, dass man den zerlegen kann extra. Und unten die Kappe schauen wir uns nur mal an. Da sieht man die Bohrungen von der Airflow. Da ist auch kein Airflow-Ring nicht, der läuft da gelagert drauf. Ne? Dann schauen wir mal, dass ich es so zeigen kann. Dann schrauben wir das wieder auf. Dann fangen wir oben an. Wir haben ein Topffüllsystem und zwar ein Einhand-Topfüll. Also, wo sie mit einer Hand kann ich oben in Pfeilrichtung und auch beschriftet öffnen. Schaut dann so aus und kann mit einer Hand den Clearomizer halten oder den Akkuträger, wenn er drum ist, kann einschütten. Das heißt, ich habe nichts runter zum Schrauben, kein Deckel, wo ich dann irgendwo platzieren muss, wo meistens ein Liquid drauf ist, wo ich sage, da brauche ich wieder irgendein Tuch zum Unterlegen. Habe ich alles da nicht und ich kann er da wieder wunderschön verschließen. Was er natürlich noch hat, wenn man da die Coil da drin anschaut, im Fenster, das Wattefenster, es ist zwar jetzt also eine Art Liquid-Kontrolle, wobei ich sage, es ist keine, weil wenn ich jetzt oben öffne, da drin sieht man die Coilbohrung, die Wattebohrung. Ja? Und jetzt ist wichtig, ihr müsst wenn es jetzt halt oben öffnet und unten nehmt, dann kann es passieren, dass es unten aufschraubt. Also, die Airflow-Kontrolle, habe ich jetzt ganz offen. Und da drin sehe ich jetzt die weiße Watte. Das heißt, wenn ich von jetzt oben befüllen würde, wird das Liquid direkt an den Coil kommen und in die Watte. Wenn ich jetzt den Tank halte, da, und öffne, seht ihr, was passiert? Dann verschließt es. Nur jetzt ist der Coil schon verschlossen, aber oben ist noch nicht offen.
Also da müsst ihr aufpassen, sonst läuft euch der Kohl trocken, ja, weil oben seht ihr es nicht. Jetzt geht es unten weiter, jetzt ist er verschlossen. Jetzt passt genau auf, wo es jetzt kommt. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist oben halb geöffnet. Das heißt, was kann passieren? Ich könnte ihn jetzt schon befüllen, theoretisch. Und würde da mein Keul eventuell überschwemmen. Was sagt uns das im Ende? Ich muss ganz öffnen, also wieder geschlossen. Also, du musst ganz öffnen, am Tank halten, oben ganz öffnen. Der muss ganz offen sein oben. Dann ist die Keul unten zu. Gehst du nur auf halbert offen. So, jetzt war der Keul schon da und oben ist halb offen oder knapp halb, ja. Das ist mehr als die Hälfte. Kann ich bei der Größe kann ich locker sogar mit meinen großen Flaschen einfüllen. Und deswegen ist das irgendwo gut gemeint, aber man muss wissen, ja, wenn man da in der Schnelle mal nur halb aufmacht, bleibt unten die Watte trotzdem frei. Also immer, ich kann es nicht oft genug sagen, vor allem für Einsteiger-Neulinge, immer ganz aufmachen, dann befüllen, dann ganz zuschrauben. Bis auf Anschlag, das hört man direkt, klack, klack. Habt ihr das gehört? Auf, klack, da ist Anschlag und beim Zuschrauben ist wieder Anschlag. Und wie gesagt, ihr könnt es auch in der Mittelstellung, schauen wir uns die Watte nochmal an. So, jetzt war der Keul zu, oben ist aber auch noch geschlossen. Das war jetzt von mir der Tropfen vorher. Das heißt, jetzt könnte man aus Versehen dampfen, dann wird aber der Keul heiß laufen. Also jetzt da bitte schön aufpassen, nicht dass euch da die Holz kaputt macht und dann heißt das Gerät funktioniert nicht. Dann schauen wir uns die Keul, bevor sie es eintät. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, ich tue es immer auskochen. Ich mache die Befüllung von der Seite hier. Ich weiß, dass das viel nicht mengt. Ich mache es, weil ich mag da oben kein Liquid nicht. Und warum mag ich da oben kein Liquid? Wenn es ein Tropfen geht noch, aber was ist, wenn noch was überbleibt, dann habe ich den Luftkanal, weil ihr dürft es nie vergessen, das Zentrale da drin ist immer der Luftkanal. Und jeder Liquidtropfen, wo es heraus hängen bleibt da drin, habt ihr mal irgendwann im Mund oder ihr habt es Blubbern. Und deswegen mache ich es so. Bei mir ist jetzt die Watte, wie gesagt, durch heißes Wasser. Schauen wir mal, geht natürlich nicht mehr viel rein. Lasst es so einziehen. Ganz wichtig, was mir aufgefallen ist, da drinnen haben wir bei unserem Keul, der ist dieser Silikondichtung, seht ihr es? Wir haben da oben einen kompletten Durchmesser, Luftdurchmesser bis zum Triptip einheitlich mit 4 mm. Also das Loch da oben hat 4 mm und da herum haben wir auch 4 mm. Und zwar ist das jetzt ein Triptip. Das ist ein Triptip ohne Kanten. Ja, das geht glatt aus und ein. Von der anderen Seite noch probieren. Das heißt, da drinnen ist kein Absatz, da kann sie nichts, wie bei den anderen zwei, was ich letztes Mal gesagt habe, den Emit und den Galaxies. Das sind wieder Triptips, ja, Innokin. Da habe ich kein Kondens festhängen. Also was so wichtig ist, da drin haben wir eine Silikonabdichtung, rundum, ja, da unser Keul abdicht ist. Schaut da rein. Bei mir ist da unten ein Abriss gewesen, also ein Silikonrest, ein Lapperl, ein Eckerl. Habe ich so reingeschaut und das hat mir da den Luftkanal zugemacht, im Auslieferungszustand. Kann einmal passieren. Da ist anscheinend das Silikon nicht richtig abgeschnitten worden und hat sich ein Eck da drin verhagelt, wie man bei uns in Bayern sagt. Ja. Für die Preisen verhakt hat sich da ein Silikonrest. Ein Silikonrest von der abgetrennten Silikonmatte hat sich hier übers Luftloch gelegt. Also bitte schön kontrollieren, auch im Neuzustand. Und natürlich hat das Teil auch einen Nachteil. Durch das, dass ich den nicht komplett zerlegen kann, kann ich den nur heiß ausspülen. Also würde ich empfehlen, nach jeder 5., 6. Tankfüllung, vor allem bei extrem stark schmeckenden Liquids, ja, die wo so richtig extrem sind oder stark riechen, penetrant riechen, dann würde ich nach jeder 3., wenn es dann wechselt auf ein anderes Liquid,
dann müsst ihr den wirklich vielleicht einmal in heißes Wasser einlegen. Ja? USB-Bad hilft euch da auch nichts. Ihr könnt es ja nur oben aufmachen und den Tank durchspülen. Dann auspusten und stehen lassen, bis er trocknet ist, weil sonst läuft euch innen das Kondenswasser an. Das ist ein Nachteil. Sollen Einsteiger vor allem wissen. Ja? Ich habe es aber gern, wenn man noch aufschrauben kann und den Tank runter tun kann, dass man die O-Ringe putzen kann, weil auch die O-Ringe nehmen den Geschmack an. Ja? Da könnt ihr mal einen O-Ring nehmen und mit heißem Wasser reinigen, dann schmeckt es nochmal dran. Er schmeckt irgendwie nur nach dem letzten Liquid. Also da hilft aber gerne in einer Wodka oder Zitronensaft einlegen. Bloß kann ich da nicht rein. Das ist für mich ein Nachteil. Aber man kann nicht alles machen. Ja? So, also Coil rein, richtig rein. Ich sage es jetzt nochmal für Einsteiger extra. Jetzt habt ihr den Coil falsch drin. Dann habt ihr da schon fest und habt einen Spalt. Ja? Dann wisst ihr, dass was nicht stimmt. Aufpassen, vor allem Anfänger und Einsteiger. Geht's da behutsam vor. Da unten haben wir auch, was ich noch sagen wollte, unsere Luftführung vom Coil. Die Öffnung da drunten, da zieht er dann die Luft, die wo man ihm da von der Airflow seitlich gibt. Okay? So, jetzt hat mich auch falsch drin. Halt, schaut her, jetzt habe ich auch sogar einen Fehler gemacht. Ich muss noch mal ein wenig dran. So, bis er richtig einschnappt. So, jetzt passt es. Ihr merkt es sofort, weil da ist er bündig und ansonsten habt ihr einen Millimeter Spalt. Dann haben wir oben geöffnet. Dann schauen wir noch, wie wir noch ein bisschen befüllen. 2,6 Milliliter gingen bei dem Ei. Es gibt zwei Versionen, die sogenannte TPT mit 2 Milliliter, ja, und dann gibt es die ohne TPT laut Angaben 2,6. Ich habe es aber jetzt nicht gemessen, aber ich glaube es einmal. Ja, dann lasst es ein bisschen schräg reinlaufen. Lasst es ihm Zeit. Jetzt sieht man da unten schon, das Loch ist zu, weil oben ganz geöffnet ist. Und lasst es ihm ruhig da oben so einen Spalt frei. So ein bisschen. Dann stellt es ihn auf, dann seht ihr oben, jawohl. Dann unten wieder am Tank halten, das ist auch ein bisschen ein Nachteil, wenn es da unten halt, das geht bei mir am Anfang so streng, da öffnet jetzt da unten den Ring, seht ihr es, und oben ist nicht so. Dann schraubt man, hat das Teil und oben ist noch offen. Dann erschrickt man als Einsteiger, dreht um und dann läuft er ins Liquid. Also beim Befüllen Tank halten, halten da am Sleeve, weil es geht sehr, was heißt sehr streng, es geht gut streng, was ja okay ist. Das Schlimmste wäre ja, dass sie dir von selber, durch das, dass er so leicht geht, öffnet. So, wenn ihr da ein paar Tropfen habt, fällt es noch mit drüber und dann haben wir mit dem Tank so weit, so gut durch. Wenn ihr sowas normale kleine Geräte habt, Akkuträger, ja, ihr müsst daran denken, der hat 24 mm und 6 da habe ich einen Überstand. Ja. Jo, Baby, jo. Oder wenn welcher meint, wo noch Ego-Akku, also sowas hat da, ja, die iSticks, ja, egal ob von Pioneer oder was, dann habt ihr einen Überstand. Also jetzt, wenn ich falsch verstehe, könnt ihr den da schon dampfen, ja, aber es schaut natürlich ein bisschen pervers aus. Also 24 mm hat er noch im Durchmesser. Jetzt immer daran denken, dass euer Akkuträger oben das auch die Größe aufweist. So, jetzt haben wir das alles gesehen, beim Befüllen immer ganz auf Anschlag auf, immer auf zu. Ja. Ich habe es zwar schon probiert, ich bin auch jetzt wieder dabei und habe praktisch die Coil unten geschlossen, ob der trocken läuft. Anscheinend ist noch so viel Platz bei meinem Gerät, dass irgendwie nur ein Liquid reinkommt bei 50-50. Nur hat jemand vielleicht wirklich, weil er eine PG-Unverträglichkeit hat, 70-30 drin hat, könnte es sein, dass der Nachfluss dann nicht mehr gegeben ist und dass er dann trocken läuft. Das heißt, die Werte fangen durch zum Verbrennen und zum Kugeln an. Ja? Das weiß ich nicht. Bei so Geräten generell, ich habe immer einfach PG ist für den Geschmack und dampft auch schon wie Hülle und weiß nicht warum, dass manche dann 80-20 brauchen. Das brauchen eigentlich die Cloud Chaser, die wo ja, das muss ja jeder selber wissen. Ich habe halt 50-50, weil ich kein Nikotin drin habe, aber PG, desto weniger PG, desto schlechter wird der Geschmack. Genauso wie mit Nikotin, desto weniger Nikotin, dann wird der Geschmack flacher. Ja, das muss man wissen.
Das wird oft halt gar nicht mehr den Einsteigern erklärt. Ja, gut. Das ist nicht nur was für Einsteiger, das Gerät. Ich dampfe den also ich dampfe den sehr, sehr gerne. Das ist für mich ein Gerät, ich dampfe für 99,9%, auch wenn ich mal mit 40 Watt dampfe, MTL, wie man heute sagt, ja, Mund zur Lunge. Das heißt dann nicht, wenn auf einem Gerät MTL steht, dann bei dem ist so, auch wenn ich jetzt die Airflow ganz aufmache unten, für direkt zur Lunge, geht's nicht. Ich muss über MTL, also da kommt einfach zu wenig. Ja. Aber ich kann auch umgekehrt mit einem größeren Gerät, mit einem stärkeren Airflow trotzdem auch bei 40, 50 Watt MTL dampfen. Ja. Das müsst ihr selber wissen. Manche haben so verbohrt und sagen, ja, das ist ein DL-Gerät, da darf man nur. Nein, nicht, du darfst nur. Du entscheidest, was du tust, ja, für euch Einsteiger. Lasst euch nicht irreführen, wenn ein paar Idioten umeinander verzeihen, das ist ein DL-Gerät, da darfst du nur auf Lunge ziehen. Das sind Deppen. Sag ich euch, wie es ist. Die haben selber keine Ahnung, aber die machen sich nicht wichtig. Ihr entscheidet das. Ja? Und irgendwo ist einmal eine Grenze, wo man sagt, jetzt geht's nicht mehr Mund zur Lunge und jetzt geht's wieder nicht mehr direkt zur Lunge. Aber das stellt ihr fest. Hier steht die Parameter fest, nicht das, was da steht. Vor 6, 7 Jahren oder vor 5 Jahren hat es bei den Geräten nur geheißen, der hat eine große Airflow. Da kannst Open Draw machen oder du machst das halt auf normal. Ja. Erst seit kurzem kommen die Begriffe MTL, DL, um die Einsteiger noch mehr zu verwirren. Da gibt es ja jetzt die ganz neuen restriktive, ist ja dieser MTL, so in der Blödsinn. Ja. Entschuldigung, dass ich das sage. Da wird der Einsteiger eigentlich nur noch mehr verwirrt. Und erklären tut es auch keiner, was das ist. Also, es ist wurscht, ob das restriktiv ist oder nicht. Entscheidend ist, machst du einen Zwischenstopp im Mund und inhalierst das dann? Das ist MTL. Ja, ob das restriktiv, das interessiert einen Einsteiger schon zweimal nicht. Das muss ich jetzt einmal sagen, weil wir machen es uns immer kompliziert. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das dauert, wenn einmal einen sagen, wir buffen, wie beim Zigarettenraucher. Ihr wisst, beim Zigarettenraucher hat es die gegeben, die haben nur jeden 5. Zug inhaliert, die anderen haben voll tief eine inhaliert, die anderen haben nicht inhaliert. Und dann hat es auch welche gegeben, die haben nur bufft. So zum Beispiel. Was ist denn das dann? R2. Also, was ist denn das dann? M2A. Mund zu R. Lasst euch einmal was, oder ist das restriktiv oder was? Hört auf, die Einsteiger zum Verwirren. Vor allem ihr erfahrenen Dampfer. Erklärt das so, dass der Einsteiger auch versteht. Mit den Begrifflichkeiten macht es nur verwirrt. Das muss ich jetzt einmal sagen. Ich kriege immer wieder Fragen, ja, was ist ein restriktiver Lung, was ist das und das? Erklärt es oder lasst es bleiben. So, das muss einmal raus jetzt noch. Ich kann es nicht mehr sehen, wie viele Idioten, vor allem bei Facebook, da laufen da Leute umeinander. Unglaublich, was die für Scheiße erzählen. Und wenn du dann was sagst, dann wirst du beleidigt. Da sage ich gar nichts mehr. Ja? Gut. Also, liebe Einsteiger und Neueinsteiger, mit dem Gerät könnt ihr von der Zigaretten wegkommen. Und das Gerät könnt ihr länger nutzen, weil das ist ungefähr, es fühlt sich so ähnlich an wie der Nautilus. Ja? Ein bisschen mehr wie ein E-Boot, eher auf einen Nautilus hin. Aber ihr könnt euch ein bisschen mehr mit der Airflow besser spielen wie beim Nautilus. Ihr habt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wenn jetzt noch einer sagt, er dampft nur mechanisch, ist jetzt nur auf die Frage, ob man den auch mechanisch dampfen kann. So, ich habe jetzt den auf Volt gestellt, den Akkuträger, das erleichtert jetzt. Wir haben jetzt die 0,84 Ohm Widerstand. Wir haben jetzt den Widerstand 0,84 Ohm, 3,7 Volt. Das ist jetzt eine Simulation, was euer mechanischer Akku ausgibt, wenn es mechanisch dampft. Dann haben wir bei Watt unten 15, 14, 15. Das heißt, wir haben genau in der Range drin. Passt doch super. Das heißt, ihr habt es da in der Range drin. Ihr könnt den auch auf einem mechanischen Akkuträger dampfen. Selbst wenn ich jetzt auf 3,8 gehe, dann bin ich bei 16 Watt. Ja? Und er ist ja in der Range 14 bis 18 oder 17 oder 16 Watt. Also da hat es im sicheren Bereich. Ihr könnt den auch mechanisch nutzen. Ja? Das wird aber nie erklärt. Jeder tut auf der Box auf. Ich weiß, ich habe es selber auch so gemacht. Aber dann denke ich mir, Einsteiger, es gibt ja Einsteiger, die wo das gar nicht mengen. Die wo einfach nur eine Tube mengen, eine schöne Tube. Allerdings, da braucht es wieder Tube. Der hat 24 mm. Ne? Da braucht es also eine 25 mm Tube. Das 220er habt ihr einen Überstand.
Wie gesagt, da müsst ihr aufpassen. Aber sonst könnt ihr draufschrauben und könnt ihr auch mechanisch dampfen. Ja? Das ist kein Problem. So, ich hoffe, dass ich jetzt auch nochmal das ein bisschen erklären habe können, auch für Einsteiger. Und macht euch nicht so Kopfzerbrechen und geht nicht immer auf die Kommentare. Wenn dann einer schreibt, das ist ein Verdampfer, der ist DL, weil das dabei steht. Vor 2 Jahren ist nirgends dabei gestanden, oder vor 3 oder vor 4 Jahren. Ja, es ist nirgends gestanden Nautilus MTL. Es ist Nautilus Clearomizer da gestanden. Das andere haben wir uns selber gemacht und bitte bleiben wir auch dabei. Ja. Es gibt keine festgeschriebene Regel. Manche behaupten, ja, MTL, also Maus zu lang, Mund zur Lunge, geht erst über 1 Ohm. Wo steht denn das? So ein Schmarrn. Ja, kann mit 0,5 Ohm auch MTL dampfen. Also das ist alles ein Blödsinn. Lasst euch da nicht verwirren. Mir geht es um das, dass da viel verwirrt wird. Ich höre mir es dann an, ich lache dann drüber und sage, so ein Schmarrn. Das hilft die Einsteiger null weiter. Ja. Und das hilft eigentlich nur die Wichtigmacher, die wo sie dann da aufhängen und dann in die Begrifflichkeiten umeinander schmeißen. Und wenn du es dann länger beobachtest, was die schreiben, dann weißt du, die haben eigentlich gar keine Ahnung, aber sie lernen das auch nicht. Also, es hat es bei uns nicht gegeben, das braucht es auch nicht. Ja? Ihr selber habt eure eigenen Chefs. Ich habe das schon in mehreren Videos gesagt. Ihr entscheidet, wie ihr dampft. Ja? Ich kann euch nur eins sagen, ich habe einmal schon 3 Videos her, habe ich auch so ein Video gemacht, habe ich mal mit 40 Watt so dampft und alles. Und habe auch gemeint, oh, das ist schon auf Lunge. Und dann sagt er, nein, du hast jetzt MTL, du hast nur mal kurz dazwischen gemacht. Ja, stimmt. Weil ich es ganz auf Lunge nicht so gepackt habe damals. Ja. Ich habe 30 Jahre geraucht. Da hast schon, da geht da schon irgendwas ab. Da brauchst du schon Zeit, bis sich die Lunge wieder anpasst. Und im Endeffekt muss ich sagen, direkt lang, wenn ich einmal 40 Watt dampfe, mache ich trotzdem MTL. Weil ich entscheide das, wie ich es mache. Und nicht das, was irgendwo einer schreibt oder was auf dem Packel rumsteht. Und so müsst ihr das auch machen. Ja? Ihr habt eure eigenen Chefs. Okay? Dann gebe ich euch noch einen Tipp. Es gibt irgendwie noch ein paar so Idioten, die umeinander laufen. Ja? Ah, das ist ja so gefährlich, das Dampfen. Geht einfach mal hier und sagt, geht das die was an, was ich tue? Ist das deine Sache oder meine Sache? Ja, wenn es so gefährlich ist, dann sagst du einfach, halt deine dumme Schnauzen. Sagt sie ihm einfach. Das kann es doch nicht sein. Das ist dann so beim Rauchen nicht einmal so gegangen. Da hat es vielleicht geheißen, ah, was, du rauchst, ja, Pfuhlteufel, du vergiftest dich und so. Aber das war schon, das hat sich auch geklickt. Aber heute gibt es manchmal nur Leute, mein, schon wieder einer, der wo sich vergift und so. Geht dir das was an? Traut es euch. Ja, habt ein bisschen mehr Mumm, raus. Wo haben wir denn da? Es geht doch denen gar nichts an, wenn es einem nicht passt, soll er woanders hinschauen. Ja, unglaublich. Nur so als Tipp. Fahrt ihm gleich voll drüber, weil wenn sie irgendwie nachgibt, wenn sie immer nachgibt und immer, ja, und ihr klärt's, dann hat es immer auf der Verliererseite, weil die sehen die Leute hören nicht auf, die haben penetrant, die hören weiter. Ja? Die kommt nicht auf. Die suchen immer wieder. Fahrt mir aber gleich von Anfang an übers Mai und sagt, halt dein Maul, weil du kennst dir sowieso nicht aus, dann ist er Ruhe. Also zumindest bei mir ist es so. Ja? Und ich habe da keine Scheu nicht, weil wenn der uns angreift und Schmarrn erzählt, dann habe ich wohl das Recht, dass ich sage, er soll sich über die Häuser ziehen. Ja? Das ist jetzt ein Tipp für euch, weil ab und zu kriege ich wieder mit, als mir live rum gegessen, du mit Leuten um, wenn du wieder negativ darauf angesprochen wirst. Ganz einfach, das geht denen nichts an. Du musst denen keine Rechenschaft nicht ablegen. Musst du die, wenn du irgendwo ein halbes Bier trinkst, dann kommt auch nicht an, was das auf? Dann sagst du, hey, das geht dir nichts an. Also das ist beim Dampfen auch, das möchte ich sagen. Es geht die anderen Leuten nichts an. Aus. Es kann einer zu dir sagen, bei mir, der ist nicht Dampfer und nicht Raucher, musst du akzeptieren. Akzeptieren wir auch. Brauchen wir da nicht erklären. Habe ich ja kein Problem. Aber wenn ich halt irgendwo draußen sitze oder was, oder irgendwo im Sommer beim Radfahren und beim Wohnen und ich dampfe mal und kommt dann und blätt daher, aber der kriegt Gas. Aber gleich so, dass gleich Ruhe ist. Ja, wo haben wir denn da? Lasst euch das nicht gefallen. Weil nur weil wir uns das immer gefallen lassen haben und wir versucht haben zu erklären, wir müssen nichts erklären. Die müssen uns erklären, dass das schädlich und gefährlich ist. So ist es. Und das kennen sie nicht. Die ZDF-Heinis die. So. Viel Spaß.